Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Fantasy Life Eye. Steh mal auf, Mädel. So, wir müssen mit der Oma Omelette oder der Ama Omelette, bin mir nicht sicher, wie sie heißt, die hat eine Sorge und eine Nöte. Der müssen wir helfen. Eier machen stark und wer stark ist, kann alles schaffen. Sieh mich an, in meinem Alter laufe ich noch einen Marathon. Naja, lass uns gleich zur Sache kommen. Ich brauche Hühnereier. Würdest du mir welche bringen? Ja. Okay, Hühnereier brauche ich. Hörst du? Es ist wichtig. Wenn wir genug Hühnereier haben, können alle Bewohner hier stark werden. Na, das ist doch was, wo wir wollen. So. Jetzt ist das Ding aber... Ah, guck, Auftrag erfüllt. Ich habe nämlich die Eier schon. Haha. Dieser Duft, sind das etwa Eier? Hast du mir welche gebracht? Eier. Wir brauchen Eier. Hier, bitteschön. Kriegst ein paar. 3 Hühnereier abgeliefert. Herrlich. Es gibt nichts Köstliches, genau, um den Tag zu beginnen. Wenn man stark ist, kann man zum Ei werden. Andersrum. Eier machen stark. Und wer stark ist, kann alles schaffen. Vielen Dank. So, guck mal hier. Einmal Quest erfüllt, 500 Geld gekriegt und dafür ein bisschen Holz. Sie brauchte Eier und sie got Wood. Ja. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Zum Beispiel da oben, zumindest auf der Karte, sehe ich doch noch der Ingo. Der Ingo hat ein Problem. Ingo, was ist denn dein Problem? Hallo auch, vor dir steht der glücklichste Mann in ganz Tixingen. Kann gar nicht sein, das bin ich. Meine Freundin sagt nämlich, wenn ich es zum Schmiedegesellen schaffe, dann heiratet sie mich. Oha. Aber damit mein Meister mich zum Gesellen ernennt, muss ich erst einen Barren herstellen. Du siehst aus wie jemand, der anderen gerne hilft. Würdest du mir etwas Mythnia-Kupfer besorgen? Ich nehme sie mal an, aber erwarten Sie mal nicht in der näheren Zeit, dass ich das mache. Ich bin nämlich selbst noch kein Schmied oder kein Schürfer. Andere Leben ausprobieren. Manche Aufträge von Inselbewohnern kannst du nur mit bestimmten Leben abschließen. Geh zu Tante Anna, um dir Lizenzen zu holen. Haben wir vor. Ist es nicht? Ich gerade erschrocken. Ich dachte, das ist so ein zeitbasiertes Dingens. So, Moment. Wir machen das jetzt so, dass wir noch da runtergehen zu Puffy. Hallo Puffy. So flauschig und süß. Ich möchte eine Prinzessin sein. Wie eine Pusteblume. Darum will ich, wenn ich groß bin, Schneiderin werden. Dann nähe ich mir ein Pusteblumenkleid wie eine echte Prinzessin. Dafür brauche ich aber bestimmt ganz viel Löwenzahn-Baumwolle. Hilfst du mir beim Sammeln? Ja, aber natürlich helfe ich dir. Hab ich wahrscheinlich schon. So. Ich habe gehört, dass Schneider Löwenzahn-Baumwolle ganz einfach so schnipp-schnapp machen können. Werde ein Schneider für diesen... Ach so. Na. Gucke. So, also, ich habe die Baumwolle schon. Ich muss da nicht den Stoff draus machen. Ich habe die Baumwolle schon. Hab ja fleißig gesammelt, wie sich das gehört. Dankeschön. Schneider sind so toll. Das stimmt, das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Mit der flauschigen Wolle mache ich mir ein Pusteblumenkleid und werde zur Pusteblumenprinzessin. Du kannst mich dann im Pusteblumenland besuchen kommen und mein Löwenzahnritter Pusteblumen irgendwas noch Wort werden. Ja, kann man schon machen, ne? Gibt's da eigentlich auch EP oder so? So, auf jeden Fall alles gut, alles klar. Was wir suchen, ist die Lebensgilde und die Paladin-Gilde. Weil Folgendes, ich will nämlich heute noch einen Zweitjob annehmen. Haben wir ja Ende der letzten Folge drüber gesprochen. Ich verdiene ein bisschen wenig als Holzfäller, ich brauche einen Zweitjob. Ah, ja, ich bin's, eure liebe Lebenstante. Wie kann ich dir helfen? Also, bitte anhören? Ja, dann hör mal an. Oh, du willst meine... Achso, die Bitte anhören. Achso, du willst meine Bitte erfüllen? Das ist aber lieb von dir. So richtig zum Schmachten. So schnucki. Dann sage ich dir mal, was mich bedrückt. In letzter Zeit treibt sich in der Nähe der Lebensgilde eine verdächtige Person herum. Als ich nach ihr rief, rannte sie davon. Würdest du diesen ungebetenen Gast für mich einfangen? Bin ich jetzt Polizist oder was? Okay, aber es gibt 3000 Geld. Oh, das ist schon ordentlich. Vielen Dank, du bist mir eine große Hilfe. Die verdächtige Person lungert in der Nähe der Lebensgilde herum. Sie versteckt ihr Gesicht und sieht wirklich verdächtig aus. Du wirst auf einen Blick erkennen, wen ich meine. Ja, nun, aber Vorsicht, pass auf. Also, ich will doch keine Gulden zurück. Ach so, meines Haus abbezahlt. Guck mal, da hinten, das Zahnrad hat ein Gesicht, sehe ich eben erst. Jetzt ist es eine Eule. Eine Eule mit Augenbrauen. Wenn es sich andersrum dreht, ist es ein ägyptischer Löwe. So,
Also, ich würde gerne, genau, ein neues Leben beginnen. Wenn du ein neues Leben beginnst, musst du dir bei Tante Anna in der Lebensgilde eine Lizenz holen. Lebenswechsel werden über den Lebensbildschirm ausgeführt. Du kannst den Bildschirm auch während deines Abenteuers mit Steuerkreuz rechts öffnen. Probiere verschiedene Leben aus. So, jetzt also, ihr Leute. Was ich jetzt machen muss, leider, auch wenn ich sehr gerne Schneider werden würde. Oder Angler. Koch ist aber auch echt cool. Wir müssen... Also das bin ich schon. Wir müssen eins da oben ein gescheites Kämpferdingens machen, ne? Und auch wenn der ein wunderhübsches Kleid anhat. Und für Magier habe ich sogar schon ein, wie heißt denn? Ein Zauberstab. Aber ich tendiere zu dem hier. Weil, guck mal hier, ein Rabauke. Eine delinquente Rockgöre. Gelassene Söldner schwingen das Schwert nicht für König oder Land, sondern für ihren eigenen Stolz. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Das will ich haben. Ich will mein Schwert schwingen, wie ich es mag. Ich bin jetzt Söldner. Das ging sehr schnell. Guck mal, ich hab gar keine gescheiten Schuhe. Herzlichen Glückwunsch, ab heute bist du ein Söldner. Zum Anfang solltest du die Grundlagen der Arbeit als Söldner lernen. Geh zu deinem Meister. Ich kann ganz einfach zwischen Leben wechseln. Näherst du dich Sammelmaterialien wie Bäumen, Erzadern oder Fischen, kannst du mit A sofort passenden sammeln. Das habe ich schon festgestellt. Deine Waffe mit X zu ziehen, wechselt zu deinem Kämpferleben. Aha. Mit einer Werkbank zu interagieren, wechselt zu einem Fertigungsleben. Nicht freigeschaltete Leben können nicht verwendet werden. So. Also, wir haben jetzt quasi 2 Aufträge. Auftrag 1. Wir gehen diese dubiose Person angucken. Ey du, dubiose Person. Dubios meine ich. Ha! Hab ich euch! Wie? Oh, what gives? Was? Weg ist er? Jetzt wart doch mal. Okay, ich stelle schon fest, wir müssen da nachrennen. Moment, verfolge die verdächtige Person. Da unten ist er. Und da ist was zu sammeln. Das brauche ich natürlich. Kommt da gerade drüber. Aua, es tut mir leid, ich bin doch nicht absichtlich in dich reingerannt. Aha, hat er sich mit einem großen Gegner angelegt. Der rennt einfach in Monster rein und wundert sich, warum sie ihn angreifen. Komm, helfen wir ihm aus der Patsche. Ernsthaft jetzt? Gotcha. So, Schluss mit Fliehen. Ja, genau. Das ist doch nur ein Missverständnis. Einen Moment, ich ziehe mich kurz mal um. Okay, jetzt bin ich gespannt. Junge, du bist ein Penner. Ach, du bist ja nur ein gewöhnliches altes Onkelchen. Warum verkleidest du dich dann so und rennst die ganze Zeit weg? Ja, das, also ich wollte nur den richtigen Moment abpassen, um Fräulein Anne meine Liebe zu gestehen. Oh. What gives? Aber echt, ey. Ja, aber jedes Mal, wenn ich mit ihr reden will, bin ich zu aufgeregt und ich bekomme kein Wort mehr heraus. Vor Scham begann ich mein Gesicht zu verbergen. Darling. Na, so schlimm siehst du auch nicht aus. Sieht ein bisschen aus wie Jontron, finde ich. Naja, ich habe alles mit angehört. Ach, die Anne. Schluss mit dem Unfug. Los, gesteh mir deine Liebe. Hier und jetzt, Alter. Jawohl, Fräulein Anne, ich liebe... Kein Interesse. Was? Was bist du für eine hartherzige Frau? Hey, watch it. Eiskalt abserviert, aber sowas von. I'm sorry, dear. Ich habe mein Herz bereits verschenkt. Ich freue mich über deine Gefühle, aber so leid es mir tut, ich kann sie leider nicht erwidern. Get out there and show Das ist allerdings nicht das Ende der Welt für dich. Immerhin schwimmen noch jede Menge andere Fische im Wasser. Ach, diese Fürsorglichkeit. Mit dir kann es einfach keine andere aufnehmen. Ich komme wieder und versuche es nochmal. Der Mann, dem mein Herz gehört, ist ein Söldner, müsst ihr wissen. Ich auch. Ich bin aber kein Mann, so ein Glück. Was denn? Die Geschichte geht noch weiter? Ah, okay. What a pick. Eines Tages sagte er, ich solle ihn vergessen und verschwand. Er hatte eine Aufgabe zu erfüllen, die wichtiger als alles andere war. Diese Augenklappe hat er mir damals geschenkt. Ach so, ich dachte, die hat 2 funktionierende Augen, aber nur eine Augenklappe auf, weil es lustig ist. Aber scheinbar hatte sie vorher auch nur ein funktionierendes Auge. Okay. Ich war damals so wütend, als er ging, dass ich mich nicht einmal bei ihm bedanken konnte. Wie viele Jahre ist das jetzt schon her? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, die Geschichte geht noch eine Weile. You sure can make a Hey, gal hört blush. gefälligst zu.
Ich habe euch doch noch gar nicht erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Ach, das war ja so romantisch. Ja, lass uns mal gehen. 3000 Gulden? Ach so, ja, stimmt. Das war ja die Aufgabe. Dingens. Wir haben jetzt... wir haben die 10.000 Gulden. Haben wir die wirklich schon? Nein, haben wir nicht. So, also. Ich habe ganz guldig Gulden gesammelt. So, ich muss jetzt natürlich mein Kämpferleben noch ein bisschen ausprobieren. Hey. Ich finde gut, dass die dem großen Schwert so im Umkreis zuschlägt, weißt du? Auch wenn ich natürlich ein bisschen... So, jetzt müssen wir natürlich gleich mal gucken, dass auch so funktioniert. Tatsächlich, das Umschalten funktioniert. Ich habe übrigens, ihr seht es, ein bisschen gelevelt als Holzfäller. Ey, sag mal, hat der Baum keine Schwachstelle? Ja, jetzt brauche ich es eigentlich auch nicht mehr, aber okay. So, ich habe als Holzfäller, jetzt muss ich gleich mal gucken, ob das hier funktioniert. Moment, die hat gesagt, das geht irgendwie schneller. Also, ja, okay. Naja. Ich habe ein bisschen gelevelt. Als Holzfäller aber nur. Weil ich es konnte. So, guck mal, da ist mein Drache. Hallo, kann ich eigentlich mit dir reden? Regre. Nun gut. Da ist das Haus von der Fräulein Anne. Müssen wir natürlich wieder ganz machen. Oh, warte. Da ist ein Schlitzow. Winka, die Schreine auszubilden, ist einfach so niedlich. Ich wünsche, ich könnte ihr irgendwie näher kommen. Wobei, sie sagte letztens, dass bei ihnen im Moment Eichenbalken knapp sind. Vielleicht könnte ich sie mit so einem Geschenk beeindrucken. Aber ich bin selbst kein Schreiner und habe leider keine Ahnung von Holzarbeit. Ach, wenn ich nur jemand vorbeikäme und mir Eichenbalken brächte. Nehmen wir natürlich an. So. So, habe ich eigentlich Eichenbalken? Nee, ich habe Eiche, aber kann keine Balken machen. So. Ich muss... Das sind überall Schmiedegilde und Materialladen. Ach, die kleinen Icons da, die zeigen dir... Okay, ich muss aber auf die Karte. So, wo finde ich denn... Das sieht gut aus. Söldner. Ich bin Söldner. Nee, ich bin kein Söldner, oder? Wie heißt das, was ich bin? Habe ich vergessen. Da oben ist Zauberer. Was ist das da? Jäger. Ich weiß nicht. Ich gehe mal hier hin, oder? So, also, wo muss ich hin? Zu dem blauen Ding da, was ich mir gerade gesetzt habe. Söldnergilde und Herberge. Da ist die Henrike. Die müssen wir auch noch anlabern. Es ist schrecklich, die Echsen treiben uns noch an den Rand der Verzweiflung. Du siehst aus, als hättest du gerade nichts zu tun. Würdest du vielleicht ein paar Kokonunu-Echsen für uns erlegen? Ach, die da. Ja, die kann ich machen. Aber nicht jetzt. Ich muss erstmal meine Söldnerausbildung anfangen, richtig. Sozusagen. Bin ich überhaupt Söldner? Ich hab's schon vergessen. Komm, wir gehen mal zu dem da. Ja? Was? Du willst bei mir, Marcellan, in die Lehre gehen? Als Söldner stellt man sich ganz allein, nur mit dem Schwert an seiner Seite, den Monstern dieser Welt. Auch wenn der eigene Körper darunter leiden muss, kämpft man, bis der Feind vertrieben ist. Und du willst trotzdem Söldner werden? Jawohl, wenn ich einen gescheiten Sold dafür krieg. Ha! Dir scheint dein Leben ja nicht viel wert zu sein. Aber wie du willst. Yay, Selbstmordkommando. Versteh mich nicht falsch. Noch habe ich dich nicht akzeptiert. Aber gut, ich werde dich als erstes diesen langweiligen Auftrag für die Weide erfüllen lassen. Hey, you. Du weißt sicher wenigstens, wie man ein Großschwert nutzt, oder? Ja, habe ich eben schon gemacht. Ja, das weiß ich alles. You're around. Genauere Informationen zum Auftrag erhältst du bei den Knufflingen am westlichen Ausgang des Dorfes. Pass auf dich auf. Ja, irgendwie... Du kannst die Geschichte der Laienprüfung überspringen und sie dennoch abschließen. Möchtest du sie überspringen? Das ist ja mal krass, aber ich nehme sie trotzdem. So, ich muss ja grundsätzlich, ich will ja schon wissen, wie das so richtig funktioniert, ne? Aber ich finde das krass, dass man das einfach überspringen kann. Weil ich meine, wahrscheinlich ist es so, ja, hast schon ein Leben hinter dir, du weißt, wie es funktioniert. So.
Dann laufen wir hier. Hallo Puffy. So. Moni und Wies. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin ein Söldnerin. Oh, du bist also Blotakü. Freut mich. Nenn mich einfach Wies und Moni. Einfach Moni. Okay, also du hast sicher vom Meister eine Aufgabe erhalten. Das macht man bei Schülern so. Was ist denn heute los? Die stottern so. Ein Auftrag bei der Weide, sagst du, geht sicher um die Beseitigung der Maistiere, die die Schafe in Angst und Schrecken versetzen. Beschützen wir zusammen die armen Schafe. Auf zur Weide! Okay. Ich begebe mich zur Merino-Weide, aber sammle vorher noch Sachen ein. Wie man das so macht. Ja, Stufe 2 Eichen, die lasse ich mal in Ruhe. Oh, was ist das da? Junger Hirte. Nee, Hilfe. Ey, eigentlich sehen die Schafe wie Pudel aus. Ey, kommt zurück, Merino-Schafe. Meh. Auf gar keinen Fall. Die Schafe haben richtig Angst. Helfen wir ihnen. Yeah. Mais. Die sehen ja interessant aus. Ach, der macht auch einen Feuerangriff. Da muss ich mich in Acht nehmen. Okay. So, plopp. Locker, Knicke-Bocker erledigt hier. Guck, jetzt gehen die Schafe wieder zurück. Ja. Du hast die wirklich besiegt. Das sah so aus, als hättest du schon richtig viel Kampferfahrung, ne? Ein bisschen. Vielen Dank, du hast das Leben meiner Schafe gerettet. Ja, macht doch nichts, aber Geld will ich trotzdem. Der Auftrag ist jedenfalls erledigt. Kehren wir zum Meister zurück und erstatten Bericht. Okay, sehr gut. Ich will nämlich eigentlich stehen da unten, wenn ich schon mal da bin. Noch ordentlich eins überbraten, weißt du? Ordentlich eins draufgezwiebelt. So. Das sind Geister. Level 9. Hau ab! Mann. Kann ich eigentlich? Alter, okay. Einmal machen wir noch. So. Ja, okay, komm, dann können wir den jetzt auch machen. Aber der ist schon hardcore, ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Mann, ich bräuchte unbedingt ein Level Up. Was ist das? Ich habe mich aufgeladen, aber ich weiß nicht, wie man es benutzt. Ah, gar nicht, ne? Alter. Ich muss das testen. Okay. Ihr seht, ich sollte nicht zu voreilig sein und erstmal beim Meister erklären lassen, wie man dieses Leben hier spielt. Krass. So. Meister, wo bist du? Meister. Wieso komme ich denn da nicht drüber? Ja, die lassen wir mal angucken. So. Okay, ich muss zurück zu meinem Meister. Oh, haue. Hey, Meister. Da. Okay. Gut. Also gehen wir zurück und sagen, dass Auftrag erledigt ist. Du hast den Auftrag schneller erfüllt, als ich erwartet hatte. Gut, deine nächste Aufgabe wäre dann... Oh, Maselan. Ein Glück. Wer ist denn morgen? Meine Tochter möchte am Ufer der Königsstadt Muscheln sammeln. Könntest du sie beschützen? Was? Warum soll ich mich um so einen Ball kümmern? Oh. Ich habe Angst. Meister, du bist unmöglich. Na gut, dann wird Flogackel das eben übernehmen. Hey, you. Wenn du diesen Auftrag erfüllst, kannst du offiziell bei mir in die Lehre gehen. Aber denke nicht, dass diese Aufgabe leicht wäre. An der Küste soll es auch ein Monster geben, auf das ein großes Kopfgeld ausgesetzt ist. Oder wurde. Mir fällt gerade ein, ich bin heute ein bisschen klein, oder? Ah. Gucke. Ein voller Körperprachtgröße. So ungefähr. Das ist ein wichtiger Auftrag. Wir werden dich helfen. Ja, die reden ganz komisch, reden die. So. Also ich muss einfach nur die Leutskis da, Beschützkis, das kriege ich doch hin, oder?
Aber zuerst nehmen wir mal einen Trank. So. Leutzgieß, Beschützgieß. Moment. Wo muss ich denn hin? Ah ja, bin auf dem richtigen Weg. Da ist ein Schildner. Hallo Schildner. Schluchzjammer, dass mein treuer Gefährte nach all den Jahren ein solches Ende finden würde. Du da, höre die Bitte eines armen Paladins, der sein Schild verloren hat. Um einen neuen Schild herzustellen, brauche ich Bronzebarren. Willst du mir welche bringen? Und bitte, es ist dringend. Ja, nehme ich an. Ja, aber es tut mir leid, wenn es dringend ist. Aber ich bin noch kein Schmied. Aber es ist auf der Liste. Ist auf meinem Wichtigstapel, aber nicht ganz oben. So. Gut, dann gucken wir mal. Da drüben irgendwo. Da ist eine Stufe 5 Eiche. Ich muss noch ein bisschen hier. So. Wir müssen ein bisschen vorwärts kommen hier. Ah, guck mal, da lauter Kupfer. Oh, da ist eine Stufe 6 Eiche. Müssen wir auch draufhauen. Boah, cool. Hast du gesehen? Sofort eine Schwachstelle erwischt. Ah, krass. So, da oben sind übrigens komische Bienen. Den braten wir mal gleich ans Über. Sehr gut. Ich bin relativ langsam eigentlich, aber dafür halt, wenn ich zuhau, dann aber mal so richtig. So, wo muss ich denn hin? Da unten schlafen Bienen. Guck mal. Das sind gar keine Bienen, oder? Flauschbienchen. Mir egal, was ihr seid. Ihr seid weg. Ohne Palme. Ja, ich bin ja im Herzen bin ich noch Holzfäller. Da muss man natürlich auch immer Holz fällen. Da ist eine Kiste rausgefallen. Was war das? Eine Eichensäge? Okay, danke. Oh, da ist auch eine Kiste. Wetten wir darum, wer die schönste Muschel sammeln kann. Bin dabei. Soll die nicht helfen beschützen? Ach ja, der Meister hat mir eine Notiz zugesteckt. Die gesuchte Schildkröte, auf die das Kopfgeld ausgesetzt ist, ist richtig stark. Nutze diese Technik gegen sie. Söldner können sich mit rechter Button aufladen. Das habe ich vorhin gemacht. So wird für eine Weile die Angriffskraft erhöht. Ach so. Ach, das hätte ich auch einfach sagen können. Ja, stimmt. Juhu, da ist eine super schöne Muschel. Gröt, gröt. Gröt, gröt, was? Oha, da ist die fiese Schildkröte wieder. Eine Riesenschildkröte. Okay, das ist wohl ein Job für Söldnerin. Die gesuchte Schildkröte. Erledigen wir sie. Boah. Boah. Voll stark. Aber gegen mich kommt sie nicht an. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Au. Au. Hast gesehen, hä? Ich bin der Oberausweicher hier. Jetzt hab ich sie. Jawohl, also wenn das kein Level-Up-Wert ist, dann weiß ich aber auch nicht. Sie ist erledigt. Jawohl, ja. Schildkröten kloppen. Ja, das sind mir die Liebsten. Hier solch einen Schrecken einzujagen, hä? Mir war gerade, als hätte ich den Meister gehört. Naja, Lana hat jetzt auch viele hübsche Muscheln gesammelt. Wir sollten besser heimgehen. Okay, lass uns irgendwann wieder zusammen spielen. Bis dann. Servus, du Südsee-Mario. Junge, hat der Haare auf dem Buckel. Damit wäre der Auftrag erledigt. Erstatten wir gleich den Meisterbericht. Nee. Gut. Ich will erst noch... Hier ist eine Schatzkiste, Mann. Also nicht ein Schatzkistenmann. Hier ist eine Schatzkiste. Mann. Faden. Okay. Und hier ist eine große Palme.
So, wisst ihr. Und hier gibt's wieder was? Eine Eichenaxt. Hab ich doch aber schon. Mein Leben als Söldner und Holzfäller. Holzfällender Söldner. Söldnernder Holzfäller, ich weiß es nicht. So. Pass mal auf, ich hab da eine Idee. Einmal einen Trank getrunken. Einmal aufgepowert. Und jetzt guck. Haha. So, gleich mal einen Stufenaufstieg gekriegt. So muss das sein. Bin jetzt da auch schon Level 7, Mann. Ich habe so ewig gebraucht, um auf Level 10 zu kommen. So, jetzt ist aber auch wieder gut. So. Von den Gespenstern halte ich mich erstmal noch fern. Das nehmen wir natürlich alles mit. So. Man kann übrigens auch, ich werde das jetzt mal probieren, zum Lebensmeister. Zurzeit ist es nicht möglich, hier hinzureisen. Warum denn nicht? Dachte ich kann hier lecker zum Lebensmeister gehen. So, aber jetzt. Jetzt dürfte ich Lehrling sein, hoffe ich doch. Na, immer noch nicht. Kann ich jetzt hinbeamen? Nee. Wahrscheinlich bei der Einführungssequenz geht das wohl nicht. Nun ja. Wir werden sehen. Wie ist das eigentlich hier? Gibt es hier eine richtige Zeitgedönse sowas? Also, wenn ich jetzt schlafen gehe, sagen wir mal, es wäre 0 Uhr und ich gehe schlafen, 8 Stunden, weil es gesund ist, wache ich dann um 8 auf oder einfach morgens? So, Meisterlein. Hallo. Und so war das. Kotaku hat dabei wirklich Großes geleistet und wird bestimmt mal ein toller Söldner. Immer langsam mit den jungen Pferden. Hey, you. Da fehlt es noch an der nötigen Fechtkunst. Aber jetzt heißt es, trainieren bis zum Umfallen. Mach dich besser bereit. Er geht jetzt also offiziell bei dir in die Lehre. Ich bin eine Sie. So, erst gebe ich die Bewertung ab. Okay, war doch gut, oder? Rangaufstieg. Ich bin jetzt Anfänger. Sehr schön. Nächster Rang 400 Punkte, okay. Yay. What do you know? Bist jetzt offiziell ein Söldneranfänger und gehst ab sofort bei mir in die Lehre. Und hier ist das Kopfgeld für die Schildkröte. Mach damit, was du willst. 500 Gulden, jawohl, ja. Das klingt fast so, als hättest du alles mit angesehen. Ja. Er kann auch Lies seine Sorge direkt zeigen. Ach so, ja. Ich werde über deinen Fortschritt als Söldner wachen. Mach's gut. Der nächste Kampf wartet bereits auf dich. Jawohl. So, ich habe ein Laiengroßschwert erhalten. Das ist aber sehr praktisch. Sorry, ich bin etwas erkältet. Okay. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken. Bei Ausrüstung. Ich habe ein Miet-Großschwert. Ich hätte aber gern das Laiengroßschwert. Das dürfte das da sein, oder? Ja. Ja, gucke, das macht was her. Das macht einen dicken Fuß. So muss das sein. Aha, Söldnertop, Söldnerhose, Söldnerhandschuhe, Söldnerdingens und ein Schal. Wunderschön. Was ist das da? Ist jetzt noch nicht so mega. So. Okay, dann hätten wir das. Unser Leben als Söldner. Uah, ich kann da reinzoomen, guck mal. Unser Leben als Söldner. Wunderschön. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hin und tun noch ein paar... Guck mal da zum Beispiel. Ich kann da einen Auftrag abgeben. Bei Henrike. Vielen Dank, jetzt können wir endlich wieder aufatmen. Ach so, ja, stimmt, die habe ich ja platt gemacht. Ja, sehr schön. Lass mal gucken, habe ich jetzt... Oh, ich habe schon 10.000 Geld. Das ist sehr praktisch. Insofern... Oh, jetzt kommt da überall so... Geh schnell zu Tante Anne damit, du hast 10.000 Gulden zusammen. Ja, okay, das ist schon richtig nervig irgendwie. Dass das da jetzt hat... Ah, jetzt steht es nicht mehr da.
Ich wollte doch noch ein bisschen Quests farmen quasi. Zeig ich mal kurz Karte hier. Wo hat denn keiner hier noch einen Wunsch? Was ist das da? Geschäfte mit Ausdauer. Also die so ein Play-Zeichen dran haben, die laufen noch. Okay. So. Also, pass auf. Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal da runter, nehmen noch die 2 Quests an. Zum Beispiel bei Snorre. Meiner Treu, sorry. Dieses Händlerdasein ist ganz schön anstrengend. Weißt du, wovon ich rede? Nee. Je härter man arbeitet, desto schneller geht einem die Energie aus. Ja, das merke ich schon am eigenen Leibe. Ich habe gerade richtig viel zu tun, aber mir fehlt einfach die Kraft. Könntest du mir ein paar Ausdauertränke besorgen? Ungern. Ich habe 6 Stück und er will 3. Ausdauertränke werden mir gerade die Haut retten, würden. Ich wusste, was habe ich denn für ein Problem mit Umlauten? Ich hätte mich mit einem Alchemisten anfreunden sollen. Ja, komm. Mach mal. Oh, damit kann ich wieder richtig absahen. Ich meine, die soll mir wieder richtig gut zu Kräften verhelfen. Soll ich sie dir abnehmen? Ja, gib aber halt Geld dafür. Genau, danke. Du hast folgende Ausrüstungsstände abgegeben. Ausdauertränke. Danke für die Hilfe. Schon unglaublich, was diese Alchemisten so alles herstellen können. Muss ein profitables Leben sein. Wie dem auch sei, mit dem Energieschub kann ich endlich die 100 Fische tragen, die ich zu viel gekauft habe. Das wird mir so viele Gulden einbringen. Was? Für Händler geht's schließlich immer um Gulden, oder? Ja, und dann gibt er mir nur 300? Naja. So, da vorne hatte auch noch jemand ein Problem. Da, der Teshiri. Mein Name ist Teshiri. Ich bin das größte Schleckermaul in ganz Tixingen. Du darfst mich gerne streicheln, aber erst habe ich eine Bitte. Ich möchte gegrillte Brasse essen. Die sind gerade in Saison. Bringst du mir welche? Ja, kann ich machen, hab aber leider keine da. Ich glaube, da bräuchte ich einen Koch. Ja, ihr seht schon, wohin die Reise führt. Die Reise führt zu mehr Jobs annehmen, damit man alles ein bisschen machen kann, weißt du? Aber zuerst werde ich Tante Anne das Geld zurückgeben, aber natürlich nicht heute. Guck mal, es ist Nacht. Wir werden stattdessen lieber eine Runde schnorcheln gehen, aber nicht in der Schürfergilde, sondern in der Söldnergilde und Herberge. Da werden wir eine Runde pennen und damit den Tag beenden, sowohl im Spiel als auch hier für euch. So. Also ich würde gerne bis morgens schlafen und ich sag dann schon mal, ich bin müde. Ich halt wirklich. Bis morgen, ihr Leute. Tschö.